Jo, moin miteinander. Beim letzten Mal haben wir mit dem Cowboy Jim aus Texas den G7 schön gespielt, ne? Immer schön C und G7. Rutschefinger. Jetzt spielen wir ein Lied, bei dem wir den C brauchen, den G7 und dann hatten wir ja mal den F-Dur auch gelernt mit den beiden Fingern. Ne? Der Mittelfinger auf die G-Seite im zweiten Bund und der Zeigefinger auf die E-Seite im ersten Bund. Das war war F-Dur. Genau. Und C-Dur und G7. Okay, und das üben wir jetzt mal mit einem schönen alten Kinderlied. Ich spiele es einfach vor. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Okay. C-Dur, dann kommt F und C. F und C. G7 und C. G7 und C. Kann man schaffen. Wird ein bisschen üben. Ich spiele es ganz langsam und wer will, spielt es schon mal mit. Und alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Wenn ihr auf eure Liederzettel guckt, dann guckt ihr am besten immer ganz schnell auf die großen Buchstaben über dem Text. Die zeigen an, welcher Akkord gespielt werden soll. Die sind ganz wichtig. Der Text ist natürlich auch wichtig, aber für die Ukulele-Spieler sind die Akkorde ja das Wichtigste. Ne? Also wenn ihr da mal ein Wort nicht so richtig deutlich sofort singt, nicht so schlimm. Hauptsache sind die Akkorde. Und welcher Akkord gespielt werden soll, das steht eben oben immer drüber über den Worten mit einem C oder F oder G7. Wir machen es nochmal. Alle bereit? Okay. Und alle meine Entchen schwimmen. Entschuldigung, da habe ich mich doch glatt verspielt. Das passiert. Normalerweise spielt man einfach weiter, aber ich will es euch ja richtig vormachen. Darum fange ich mal von vorne an. Okay. Alle bereit? Gut. Und alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen
gibt es ja noch eine vierte Strophe. Alle meine Gänschen watscheln durch den Grund, watscheln durch den Grund, suchen in dem Tümpel, werden kugelrund. Das war die Geschichte von den Entchen, den Hühnern, den Gänsen und den Täubchen. Ja, und C, F und G7. Mal gucken, was machen wir jetzt? Ein Weihnachtslied mit C, F und G7. Okay, ich gucke mal, was ich finde. Ja, Schneeflöckchen, Weißröckchen. Passt ja zum Winter. Ne? Dafür brauchen wir C-Dur, G7 und F. Und wenn da irgendwo steht einfach nur ein G ohne die 7, wir spielen an der Stelle auch mal G7 und G kommt dann als nächstes. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, dann bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Ja, war es ein bisschen zu schnell? Dann schiebt einfach zurück und versucht es nochmal. Und wenn dann mal ein Griff nicht rechtzeitig kommt, dann guckt ihr, wo ihr dann wieder einsteigen könnt. Ab wo ihr wieder weiterspielen könnt. Okay? Ich spiele das Lied nochmal ganz langsam. Okay. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, als Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal,
Ja, das war noch ein Lied mit C-Dur, F-Dur und G7. Mal gucken, ob ich noch eins habe mit C, F und G7. Mal schauen. Mal schauen. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Oh ja, ein lustiges Lied. Ein sehr lustiges Lied. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Da brauchen wir ganz viel C, ganz viel F und am Ende der Strophe und am Ende vom Refrain mal kurz G7. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. So geht das. Ja? C, F, G7, C. Immer mal zwischendurch üben. 5 Minuten Griffwechsel üben. Das klingt erstmal ein bisschen langweilig, immer nur so Griffe hin und her üben. Aber wenn ihr die Griffe gut greifen könnt und gut wechseln könnt, könnt ihr nachher Tausende von Liedern spielen. Denn so viele Griffe gibt es gar nicht. Das Entscheidende ist, wie schnell man umgreifen kann. Okay? Ihr merkt ja schon, mit C, F und G7 gibt es schon viele, viele, viele Lieder. Okay, die Oma. Ich spiele ein paar Strophen. Ja? Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio, ein Radio, ein Radio. Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat eine Glatze mit ne Brille. Meine Oma hat eine Brille mit Gardinen, Gardinen, Gardinen. Meine Oma hat eine Brille mit Gardinen. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat eine Glatze mit Geländer, Geländer, Geländer. Meine Oma hat eine Glatze mit Geländer. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat einen Kochtopf mit nem Lenkrad, nem Lenkrad, nem Lenkrad. Meine Oma hat einen Kochtopf mit nem Lenkrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ja? Habt ihr auch so eine patente Oma? Patent heißt einfach klasse. Die kann was. Ja. Okay.